Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker. Morgen, Fabian. Guten Morgen, Flipper. Der grosse Knaller dieser Woche ist ja die umfangreichen Dokumente, die beweisen, dass die britische Bank HSBC Milliarden verwaltet hat, die dem Drogenhandel, Waffenhandel, der Steuerhinterziehung und sogar dem Terrorismus dient haben. Dürfen wir unseren Banken überhaupt noch trauen, ist die grosse Frage. Roger Federer, Sie sind ja Werbeträger bei einer Grossbank. Würden Sie dort Geld anlegen? Ja gut, mein Geld bei einer Bank. Spinnst, ich nehme denen lieber Geld, oder? Ist klar. Also Sie haben gar kein Konto bei dieser Bank? Ja gut, für meine 5 bis, wie viel? 7 Zwillinge habe ich schon Sparkonto, aber dort gucken ein paar wenige tausend Franken um, oder? Also Kleingeld, wo ich nach dem Turnier noch im Portemonnaie hatte, oder? Aber so Nötchen Münzen stört. Ich habe lieber meine Platinkarten im Hosensack. Gut, die ist leicht und solange die bei mir ist, kann mir nicht wie gestört auf Zalando Babykleidchen kaufen. Sehr spannend. Weiter zum Roger Köppel, Chefredakteur von der Weltwoche. Ist das mit der HSBC ein Einzelfall oder ist es ein Spiegelbild von der Banken? Die Bank reimt sich auf krank. Um was geht's? Die Weltwoche deckt in der neuesten Ausgabe auf, dass von den Schweizer Banken aktuell täglich Milliarden von Dollar in illegal Skischuhhandel im Südjemen fliessen und jede dritte Dollar als Kapitalanlage im Bau von Maroni-Häusli landet. Wie was, Maroni-Häusli als Wertanlage zum Geldwaschen? Exakt, die Maroni-Häusli haben Jacuzzi, einen Golfplatz auf dem Dach und können auf Rollen verschoben werden. Der Grund, wenn das verdichtete Bauen in der Schweiz sich durchsetzt, kann man die Häusli in die Steueroase Freibach und Wollerau schieben und als 12. Wohnsitz von Milliardären anmelden. Und so pro Jahr rund 4.507 Millionen Franken Steuern sparen. Das weiss der Roger Federer nur zu gut. Ein unschöner Seitenhieb. Ja gut, Köppel, pass auf, oder? Ich weiss, wer deine 3 Leser sind, oder? Du Arschgützi. Arsch und Gutzi, das passt ganz gut zum anderen Thema. Das Wochenende läuft ja in der Kino der Sadomaso-Bestseller 50 Shades of Grey. Also seit gestern ist der Film da. Wer geht denn den Film schauen? Also, ich würde ihn schon, aber der ist ja ab 18. Da lassen die mich nie rein, sondern drücken mir an der Kasse höchstens wieder einen Schleckstängel in die Hand und schicken mich in die Biene Maya Vorführung. Schade. Ja, wirklich schade. Also Peitsche, Latex, Ihre Welt, Simon Ammann. Gut, so an der 4-Schanzentournee, wenn da 20 junge Athleten in diesen schweißgeschwängerten Garderoben stehen und man sich gegenseitig aus diesen hautengen Anzügen hilft. Gut, keine Detail bitte. Aber ist denn SM jetzt salonfähig, oder wie? Ja gut, ciao zusammen, ich bin's, der Blick am Morgen. SM, SMS, FKK, SBB, FCB. Der Mensch sollte sich vor einen Wörter lösen und auch das Big Picture im sehen. Das wird alles gut dann. Fiction. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker.